Ich bin weit weg vom Bobfahren. Ich kann nicht mal Schlittschuh. Aber wenn jetzt mein Kind ich da wäre, wo stehen wir jetzt von 1 bis 10? 8,5. Oh, geil. Ja. Spirit is high. Das haben nicht alle so einen Schoki-Job wie du. Aber sie haben es so wohl gehabt, wirklich. Und ich war so sehr ruhig, irgendwie sehr bei mir. Und dann läutet der Ivo per FaceTime: Hey Bro, guten Morgen, was läuft? Das ist eine Folge, wo wir euch Sachen erzählen, die wir selber umsetzen und voll dahinter stehen. All diese Sachen, ich liebe es. Also wirklich, ich liebe es. Weil manchmal hörst du doch so ein Lied und bist am Schluss vom Lied und bist so: Oh shit, das ist eigentlich ein Banger. Ja. Aber ich habe es halt nicht genossen. Ich habe es gar nicht und dann wahrgenommen. gehst du zurück und dann hörst du es bewusst. Und darum auch das Akzeptieren von einer negativen Erfahrung ist eine positive Erfahrung. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopf raus. Wir sind 2 Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Evo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der 30. Folge. Wir sind gehypt auf die 30. Folge. Wir haben gefunden, wir nutzen den Hype und die Energie, um auch das Thema so auszuwählen. Und zwar reden wir heute wieder über positive Psychologie. Ein bisschen ein anderer Take als in der 10. Folge. Heute haben wir über das PERMA-Modell geredet. Heute schauen wir das ganze Thema ein bisschen breiter an und auch aus einer anderen Perspektive. Jubiläumsfolge. Ergänzt sich positive Psychologie eigentlich recht gut dafür. Ja. Schön. Genau. Schön. Und ich habe dir eine kleine Aufgabe gegeben. Du hast mir heute Morgen angerufen und gesagt: Hey, soll ich noch schnell an die Tankstelle etwas holen? Und dann zu deinem Missmut habe ich dann gesagt: Ja. Und ich habe dir eine Aufgabe gegeben, und zwar: Nimm uns etwas mit, was uns beiden Freude macht. Ich weiss nicht, was du mitgebracht hast. Ja, ich hoffe, es macht dir Freude. Es ist so etwas, was du selten hast. Oh. Und entweder liebst du es, oder du vertreibst es gar nicht. Und darum, wenn es jetzt so Lakritz ist, Käseloch. Nein, das habe ich selber nicht gegeben. Okay. Aber ich habe gefunden, es muss etwas sein, entweder ist es bombastisch und dann habe ich das Risiko gar nicht. Okay. Oder es ist halt so ein bisschen ein Downer. Das Risiko ist jetzt aber noch hoch, weil du hast mich gerade gefragt, wo das wir beim Energielevel stehen. Ich habe gesagt, bei einem 4,5 von 1 bis 10. Du bist etwa bei einem 11. Du hast mich am Morgen angerufen mit einer Energie. Ich bin noch im Bett gelegen. Aber es ist okay, wir kommen da irgendwie raus. Ich sehe schon, es wird langsam zu einem 5, 5,5. Super. Aber das Risiko ist jetzt hoch. Darum, willst du zeigen, was du mitgenommen hast? Ah, du willst jetzt schon? Ja. Ah, okay. Ja. Oh, ich bin Ich habe das schon gespannt. ewig nicht mehr gehabt. Wirklich? After 8. Was ist das? Also, du hast das noch nie gehabt? Nein. Machen wir gerade Werbung für After 8. Sponsor Nein. doch bitte jetzt. After Was 8? ist das Schoki? Ja, es ist so Schoki. Und drinnen hat es so Minz. What? Flüssigkeit. Und eben darum, entweder Also, liebst mal du es. eins. Du willst jetzt Ja, grad? ja, ja. Ich will das jetzt savoren. Zu dem kommen wir dann nachher, was das genau ist. What? Ultra crazy verpackt. Machen wir ein bisschen ASMR. Wow, das ist crazy. Es ist dunkle Schoki. Ich probiere schnell. Knackt sehr schön. Ich kann es wie die Zähne putzen, aber in geil. Es ist krass, nicht? Sparen wir die andere Hälfte für nachher auf. Okay. Sonst hören mich da Leute einfach nur heuer. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Es ist wirklich so, es erinnert mich an Zähneputzen. Das ist so irgendwie weird, noch mit dem Schokogeschmack. Okay. Aber ich probiere dann nachher die zweite Hälfte nochmal. Dann tue ich dann. Vielleicht gegen Schluss, gegen den Folge. Am Schluss. Und dann gebe ich dann mein Statement ab. Okay, ich finde es Ja. eben noch geil. Bevor wir jetzt in die Folge starten, am Ende von dieser Folge wird die Gewinnerin und der Gewinner bekannt geben, wo wir zum Nacht einladen. Wir haben in der Spezialfolge die Challenge, den Wettbewerb, bekannt geben. Das wird am Ende von der Folge bekannt geben. Yes. Wir haben auf den Kommentar, wo in der Spezialfolge unten geschrieben worden ist, haben wir schon geantwortet. Jetzt wissen wir aber nicht, ob die den Kommentar von uns sehen. Darum sagen wir es jetzt da nachher in der Podcast-Folge.
Und für den Cliffhanger müsst ihr bis zum Schluss hören. Ja. Dann wisst ihr, ob ihr eingeladen sind oder nicht. Yes. Alright? Genau. Positive Psychologie. Yes. Ist etwa so alt wie wir beide, vielleicht ein bisschen älter, das ganze Gebiet. Also so in den 90er entstanden. Und wir haben gefunden, wir machen so ein bisschen einen strukturierten Anfang und werden nachher abdriften. Und zwar starten wir mit der Theorie von der Barbara Fredrickson aus den 90er. Und die Theorie heißt Broaden and Build Theorie. Und auf Deutsch erweitern und bauen Theorie. Aufbauen wahrscheinlich. Aufbauen von positiven Emotionen. Und dort ist so der Hintergrund, dass man überlegt hat, was sind eigentlich oder was ist die Funktion von positiven Emotionen? Weil bei negativen Emotionen ist es so ein bisschen aus einer evolutionärs-biologischen Perspektive relativ klar. Also wenn ich Angst habe, dann passiert extrem viel im Körper. Also mein Fokus verengt sich, meine Organe funktionieren anders, also meine Verdauung hört dann aufzuschaffen und die ganze Energie wird eigentlich so bündelt, dass ich kann flüchten kann. Oder bei Wut wird auch die Energie bündelt, dass ich möglichst viel Energie in einen Angriff kann legen. Oder da kommen dann die Fight, Flight, Freeze-Reaktionen, die sehr tief in uns drin sind, führen. Und das war wie so klar gewesen, warum haben wir Menschen negative Emotionen. Und die sind auch sehr wichtig, überlebenswichtig. Aber was ist eigentlich die Funktion von positiven Emotionen? Unnötig. Nein, natürlich Sind sie nicht. unnötig? Nein. Aber genau das haben sie eigentlich angeschaut in dieser Theorie. Und es ist eine Theorie, also sie haben keine in dem ursprünglichen Paper, wo wir uns darauf beziehen, haben sie nicht eine Stichprobe erhoben oder haben irgendwie geschaut, okay, wie reagieren die Leute, sondern es ist aus der Literatur, also aus den Erfahrungen, eine erste Theorie entstanden, wo man dann nachher probiert, wissenschaftlich zu belegen oder halt zu widerlegen. Und die positiven Emotionen ist eigentlich einfach zusammengefasst die Idee, dass sie langfristig sehr wichtig sind und dass sie langfristig aufeinander aufbauen. Und da ist dann eben das Bild drin, oder das Aufbauen. Sodass wir, wenn wir positive Emotionen haben, offener sind, kreativer sind, empfänglicher für soziale Interaktionen und das, wie wir auch schon in anderen Folgen besprochen haben, sehr einen positiven Einfluss hat auf unser Wohlbefinden und auf unsere Lebensqualität. Genau. Und das klingt jetzt ultra simpel und eigentlich auch klar, aber wir möchten das heute ein bisschen genauer angehen, auch vor allem, wie dass man die positiven Emotionen vielleicht rausholt. Ja. Ich würde aber jetzt schon gerne noch schnell die einzelnen Stufen Yes, durchgehen. Also eben, es fängt an mit den positiven Emotionen. Oder? Also wir haben positive Emotionen, wir fühlen die. Und das führt zu dem Broaden, also zu der Erweiterung von unserer Wahrnehmung. Oder? Also wir sind dann auch offener, wir sind kreativer, wir sind interessierter. Und man kann sowieso schön sagen, wir sehen den Wald und nicht nur Bäume. Oder? Also wenn wir voll gestresst sind, dann sind wir sehr eingegangen, laut Theorie, oder? Und fokussieren uns nur auf etwas, sind auch nicht so lösungsorientiert oder sehen Sachen nur aus einer Perspektive, aber durch positive Emotionen entfalten sich viel mehr Möglichkeiten, oder? Und so die Öffnung von unserem Geist führt nachher eigentlich dazu, dass wir neue Sachen bilden, also aufbauen. Und das sind jetzt in dieser Theorie Ressourcen. Da gibt es wie 4 unterschiedliche Ressourcen. Das könnten physische Ressourcen sein. Das heisst, wenn wir irgendwie in dieser Öffnung finden, hey, jetzt bin ich mehr aktiv, mache irgendwie Sportart oder so, das zahlt dann zum Beispiel auf den Aufbau von physischen Ressourcen ein. Dann die anderen sind intellektuelle Ressourcen. Also wenn ich sehr die Emotion Interesse oder die Neugier in mir habe und dann finde, hey, ich tue mich da einlesen oder ich schaue eine spannende Dokumentation dazu. Oder ich höre einen Podcast. Ich höre einen Podcast, am liebsten noch Kopfchaos, weil dort lerne ich extrem viel. Dann zahlt das auf meine intellektuellen Ressourcen ein und baue mir die dort auf. Dann gibt es noch die sozialen Ressourcen, die halt daraus entstehen, wenn ich happy bin, dass ich kommunikativer bin, ich gehe mehr in innere Beziehungen ein und zahle dort so ein bisschen auf die sozialen Ressourcen. Und dann gibt es noch die
als viertes die psychologischen Ressourcen, die man auch durch das kann aufbauen kann. Also gerade auch so Resilienz, Optimismus und Selbstwirksamkeit. Oder? Also wenn ich merke, hey, ich bin mega gut drauf gewesen, ich habe viel Zeugs machen, das habe ich irgendwie die Herausforderung habe ich können bewältigen, ich habe mich selbstwirksam gefühlt. Das ist wie so der Aufbau, oder? Und die Theorie sagt, aufgrund von positiven Emotionen öffnen wir unseren Horizont. Durch die Öffnung vom Horizont bauen wir neue Ressourcen auf. Und die Ressourcen, die bleiben. Das heisst, auch wenn wir vielleicht mal nicht mehr so viele positive Emotionen haben, haben wir wie die Ressourcen erarbeitet. Und der kommt dann eben zu dem Upward Spiral Dynamic, also die Aufwärtsspirale, die Dynamik von es geht immer nach oben, weil die positiven Ressourcen, die wir haben, unterstützen uns auch, wenn wir vielleicht in Situationen sind, wo schwierig sind, wo stressig sind. Das können Konflikte sein, das können Situationen sein, wo wir sehr viel zu tun haben, wo wir überfordert sind. Und dort kommen dann die langfristigen, aufgebauten Ressourcen wieder zum Zug, die uns unterstützen. Vielleicht als konkretes Beispiel für die Upward Spiral. Du hast vorhin die 4 Kategorien genannt. Wenn wir jetzt in einer sozialen Kategorie bleiben und dort ein Beispiel nehmen für die Ressourcen und für das Bild auch, dann ist dort zum Beispiel, ich habe positive Emotionen, ich gehe aufgrund von diesen positiven Emotionen in Kontakt mit jemandem und komme irgendwie dort in eine Beziehung, wie näher oder fern das die ist, sagen wir dahingestellt. Und später, wenn es mir nicht gut geht, habe ich vielleicht dadurch nachher einen Kollegin, die mir mal schreibt und mir schaut, dass es mir besser geht. Und das ist eigentlich die langfristige Ressource, die man dann dort aufbaut, durch die spontanen, kurzfristigen, positiven Emotionen. Ja. Das einfach mal als Beispiel von dieser Upward Spiral. Genau. Oder ein anderes Beispiel, finde ich gerade gut, um das schnell ein bisschen... Jetzt sind wir gerade voll reingegangen und ich habe das schnell durchgeballert. Ja, aber das ist gut, dann haben wir mal Basis. Jetzt zum Beispiel so der intellektuellen Ressourcen. Also wenn ich mega happy bin und so die Neugier in mir spüre und mich in einem Thema vertiefe und merke, okay, ich lerne etwas, lerne vielleicht auch Probleme anders anzugehen, das ist dann meine Ressource. Und dann, wenn ich vielleicht in einer Situation bin, wo ich super viel zu tun habe, kann mich das auch unterstützen in meiner Problemlösefähigkeit. Oder also ich habe wie etwas, wo ich kann zurückgreifen kann, wo mich in dieser Situation wieder unterstützt. Voll. Und vielleicht noch als letztes Beispiel, wenn wir auf die physische Komponente gehen, wenn wir uns jetzt super gut fühlen, wir gehen Sport machen und der Sport machen fühlt sich dann nachher auch gut an. Ich glaube, das Gefühl kennen wir alle, wenn wir Sport gemacht haben. Jetzt bin ich irgendwie einen Tag später oder 2 Tage später, finde so, hey, das hat mir irgendwie einen guten Kick gegeben, ich mache jetzt das nochmal. Und dann plötzlich irgendwann ist man auf einem Fitnesslevel, wo einen dann, wenn einen jemand fragt, der, wo man mal auf der Straße angesprochen hat und jetzt ein Kollege ist, hey, gehen wir irgendwie einen Halbmarathon laufen, dann bist du plötzlich auf dieser Ebene, wo du sagst, ja, ich traue mir das jetzt zu, weil ich bin jetzt die letzten paar Monate ein paar Mal joggen und kannst dann das machen und das baut wie alles aufeinander auf und es profitiert voneinander. Mhm. Und wir möchten das heute anschauen. Wir möchten schauen, hey, wie können wir positive Emotionen angehen, vermehren, vielleicht auch intensiver spüren. Und vielleicht als Abgrenzung zu dieser Folge 10, die wir gemacht haben zum Perma. Dort, glaube ich, ist mit dem Perma eine sehr starke Tiefe drin gewesen. Wir haben auch über Meaning geredet und was ist eigentlich der Sinn des Lebens. Und heute soll es ein bisschen leichter sein. Heute schauen wir wirklich einfach so ein bisschen, hey, was macht Spass, was macht Freude, was holt positive Emotionen raus. Weil viele kleine Sachen addieren sich und können auch dort einen grossen Einfluss haben auf das psychische Wohlbefinden. Ja. Und tut quasi dort dann auch die positive Psychologie vertreten. Ja. Und ich finde es schön, dass wir diese Theorie jetzt am Anfang nehmen, weil es zeigt eigentlich, dass positive Emotionen im Moment eine langfristige, nachhaltige Wirkung auch haben. Und darum, dass wir so zum sagen, ja, wenn wir über Sachen reden, die im Moment gerade gut tun, es ist nicht nur im Moment, es kann auch eine langfristige Wirkung entwickeln. Yes. Vielleicht noch als kleines Side-Note, was ich noch so gelesen habe, was ich eigentlich noch spannend gefunden habe, so zum Thema Gewohnheiten. Gewohnheiten? Hast du dort Gewohnheiten? Das ist wie so Metzgete. Ja. Dass die Barbara Fredrickson sagt, dass aufgrund von
der extremen Wirkung von positiven Emotionen, wenn man etwas macht, ist das eigentlich auch ein Schlüsselkriterium für neue Gewohnheiten. Das heißt, wenn ihr irgendeine von diesen Ressourcen, die wir jetzt angesprochen haben, möchtet mehr vertiefen, schaut doch, was macht mir Spaß daran. Weil sich dann die Gewohnheit viel einfacher ergibt. Ja, das ist wie noch okay. so eine Side-Erkenntnis, die sie beschrieben hat. Und ich finde, es macht mega Sinn. Ja. Und ich erkenne das so krass bei mir, weil ich meine, ich bin immer sportlich. Immer. Aha. Aber ich mache nicht immer das Gleiche. Aha. Das heisst, ich habe zum Beispiel so eine Phase gehabt, wo ich glaube 2-3 Jahre nur Calisthenics gemacht habe. Ich habe das so gern gemacht und ich habe es geliebt. Und die Gewohnheit war so einfach zum Aufbauen. Jetzt, ich mache es nicht mehr allzu gern, ich habe die Freude nicht mehr so. Aber wenn du sagst, hey, gehen wir go Thai-Boxen, boah, yes, let's go. Und ich mache immer die Sportart, wo mir einfach Freude macht. Weil ich will kein Profisportler mehr. Aber ich will gesund sein und ich will irgendetwas machen. Und dann nehme ich die Sportart, sei das Padel, sei das Thai-Boxen oder joggen, all das, was mir einfach Spass macht. Aber wenn es mir keinen Spass mehr macht, who cares? Sehe ich. Sehe ich. Alright. Gut, wenn wir jetzt anschauen, was so Interventionen könnten sein, um positive Emotionen rauszuholen. Und da wäre jetzt, glaube ich, dann ein Moment, wo man dann vielleicht auch schon abdriftet und vielleicht ein bisschen hin und her gehen. Aber wenn wir die Interventionen anschauen, dann ist es mir wichtig, um noch hervorzuheben, es gibt positive Emotionen, die langfristig gut wirken. Und es gibt positive Emotionen, die langfristig vielleicht nicht optimal wirken. Und ich glaube, einfach zusammengefasst, oder als Beispiel zuerst mal schnell, wenn ich joggen und mich nachher gut fühle, hervorragend. Wenn ich mit jemandem in ein Gespräch komme und ich nachher positive Emotionen daraus habe, hervorragend. Am Handy liegen und durch den Instagram-Feed durchgehen, fühlt sich auch nice an. Nachher aber nicht. Und ich glaube, wir müssen dort gut schauen, dass wir dort das vielleicht differenzieren. Ich meine, wenn jetzt Leute zum Beispiel Koks nehmen, dann fühlen sie sich, glaube ich, auch einfach brutal. Würde jetzt das aber auch nicht in die Kategorie nehmen von, hey, da holen wir positive Emotionen raus. Also ich glaube, da müssen wir gut differenzieren und schauen, hey, was tut uns gut und was nicht, langfristig. Und es gibt dort noch ein geiles Zitat, das ich aber nicht mehr weiss, von wem das ist, leider. Aber alles, was zu einfach gute Emotionen rausholt, wo du nichts hast müssen investieren von dir aus, ist negativ. Und alles, wo du ein bisschen etwas investierst und nachher positive Emotionen daraus bekommst, ist positiv. Wenn ich einfach nur scrolle, ich muss nichts investieren, ich bin nur am Konsumieren. Wie viel Aufwand mache ich? Genau. Und ich glaube, wir werden jetzt die Interventionen anschauen. Wir konzentrieren uns aber auf Micro-Positive Emotions. Also das sind so kleine Interventionen zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten. Also kurze Sachen, die bei uns Emotionen rausholen. Trotzdem aber müssen wir ein bisschen etwas investieren, dass uns die langfristig die positiven Emotionen auch helfen. Und gerade jetzt, ich meine, es ist jetzt Februar. Ich glaube, wir haben den Winter so langsam durch. Wir kommen so ein bisschen in den Frühling. Und was mich im Winter schon noch ein bisschen beschäftigt, sind so ein bisschen die Tage, wo du einfach findest, ich habe jetzt genug. Ja. Und ich nehme mir als Ziel für die Folge, um einfach zu schauen, hey, was kann ich mitnehmen, um irgendwie Energie geladen und mit positiven Emotionen in den Frühling zu starten und ein bisschen die Winterdepressionen hinter mir lassen. Das ist mein Ziel für heute. Nice. Du bringst mich gerade auf eine Idee, was auch noch wichtig ist, weil wir reden ja über psychologische Interventionen. Und jetzt gerade im Winter, es ist nicht nur Psyche, sondern doch auch die Biologie. Und ich habe das am eigenen Körper erfahren. Hey, ich mache einmal im Jahr so einen Bluttest, um zu schauen, wie sind meine Werte. Auch wenn die Krankenkasse sagt, nein, das sollte man nicht machen, wenn man nichts merkt. Oder auch die Ärzte sagen, nein, wenn man nichts merkt, muss man es nicht machen. Ich mache das einmal im Jahr. Und bei meinem letzten Test, den ich im Dezember gemacht, glaube ich, war so, hey, das Vitamin D ist sehr, sehr, sehr tief. Und ich habe mich auch nicht wirklich mega vital gefühlt. Vitamin D, wo man über die Sonne normalerweise aufnimmt. Oder einen grossen Teil. Genau, okay. Weil es halt einfach auch dunkel ist. Hey, jetzt nehme ich Vitamin D und ich merke einen Unterschied. Ja. Also wirklich. Und auch da
vielleicht eine ganzheitliche Perspektive mitgeben. Oder? Also es ist wichtig, dass wir sowohl auf unseren Körper hören, aber auch auf unseren Geist und versuchen so ein bisschen auf beide Kontos einzahlen. Und der Weg, den ich jetzt auf die körperliche Ebene mache, ist Bewegung und hey, ab und zu so einen Bluttest zum Schauen, ist alles gut. Und wenn alles gut ist, fein, dann wisst ihr, euch geht's gut. Mache ich einfach ab und zu. Ja. Ich möchte auf die erste kleine Intervention kommen, wo ich gerade vorher mit dem Schokostück nicht ganz machen konnte. Nicht wegen dem Schokostück, sondern weil ich nicht im richtigen Mindset war. Sondern ein bisschen einfach so, da laufen Kameras und irgendwie noch das Mikrofon. Und Savoring. Savoring ist so eine ganz kleine Intervention, wo man versucht, einen Freudesmoment wirklich bewusst zu erleben und vielleicht auch zu verlängern. Also wenn man irgendwie etwas isst, ich meine, im stressigen Alltag, manchmal esse ich Sachen oder trinke Sachen, so einen Kaffee zum Beispiel. Und dann ist einfach, ich trinke einfach und bin so, okay, gut, jetzt muss ich weiter. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, wenn ich ansitze und mich bewusst darauf fokussiere, also hey, wie schmeckt jetzt der Kaffee oder wie schmeckt die Schoki? Und dann den Platz gebe, das kann schon so fest irgendwie einen in eine gute Stimmung hineinbringen. Auch schon nur Sonnenlicht draussen. Jetzt gerade heute ist es herrlich. Die letzte Woche war wirklich wüst, neblig, grau. Und heute Sonne. Und einfach mal draussen sein und die Sonnenstrahlen bewusst wahrnehmen, wie sie auf der Haut irgendwie, vielleicht genau das Vitamin D, einfach das spüren. Bewusst und die guten Emotionen irgendwie fühlen. Ja. Ich habe das mega fest mit, ich sage, was mir mega fest dort hilft, sind Sonnenstrahlen. Draussen laufen, ohne Kopfhörer, was ich viel zu wenig mache, viel zu wenig. Und der dritte Punkt, den habe ich heute Morgen zu 100% ausgelebt, ist Musik. Wir haben heute Morgen, wir sind aufgestanden, wir haben unsere Sonos-Boxen auf etwa 80% und alle, die Sonos-Boxen haben, wissen, das kann dann schon laut werden. Wir haben zum Glück keine Nachbarn, die dort am Morgen dann Lampen haben. Und wir haben einfach die Musik genossen. Es war wirklich ein krasser Tag. Geil. Ja. So geil. Hey, ich finde das so eine geile Intervention. Ich liebe die Intervention. Wirklich. Und der Kaffee am Morgen, hey, ich trinke den wirklich einmal mega bewusst. Und es ist so der erste Schluck und du merkst, wie so der ganze Körper reagiert. Und was ich spannend finde, ist, wenn ich das aus irgendeinem Automatismus nicht mache am Morgen, weil ich irgendwie spät aufgestanden bin, gestresst bin, dann esse ich zum Morgen, trinke meinen Kaffee und nachher kommt wie so ein Gefühl von der Leere, so, wo ist jetzt der Moment? Ja, und dann muss ich nochmal einen Kaffee rauslassen, um das nachholen, aber weil ich schon einen getrunken habe, funktioniert es einfach nicht mehr so gut. Und weißt du, wo können das vielleicht mega viele Leute sich wiedererkennen? Ist auch wieder in der Musik. Weil manchmal hörst du doch so ein Lied und bist am Schluss vom Lied und bist so, oh shit, das ist eigentlich ein Banger, aber ich habe es halt nicht genossen. Ich habe es gar nicht und dann gehst du zurück und dann hörst du es bewusst. Und ich finde, dort ist nachher dann so wirklich das Lied einfach geniessen und irgendwie die Emotionen auch fühlen, das ist crazy. Ja. Und das mit dem Rauslaufen ist noch lustig, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben zu positiver Psychologie und habe geschaut, wie Interventionen von Natur, Grün, Pflanzen das Wohlbefinden steigern. Ja, das war crazy. Wir haben dort zusammen gewohnt und nachher hast du so Pflanzen neben dem Bürotisch gehabt und nachher hast ich so, was machst du? Nachher hast du gesagt, ja nein, Pflanzen neben dem Büroarbeitsplatz fördern die Konzentration um, keine Ahnung, 10% oder 15%. Ich weiss auch nicht mehr, was die Zahlen waren. Okay. Aber auch schon nur, und das finde ich krass, schon nur Bilder von Natur positive Emotionen fördern. Also ob das daheim ist oder beim Arbeitsplatz oder wo auch immer. Also für all die viele Wohnungspflanzen daheim haben, good on you. Und ich glaube, das ist so, wenn du draussen laufst, das wirklich bewusst reinnehmen und nicht nebendran noch irgendwie Musik hören oder irgendwie am Handy sein, sondern wirklich einfach aufmerksam schauen, hey, was bewegt sich, was irgendwie ist da. Und das klingt jetzt alles so simpel. Und ich glaube, das, was den Unterschied macht in diesen Interventionen, ist, wie bewusst dass man es macht. 100%. Auf was tut man seine Aufmerksamkeit lenken. Ja. Und da wäre jetzt die Challenge an alle. Wenn das nächste Mal draussen sind und ich finde, ja, woher bringt es etwas, macht es mal wirklich bewusst. Und tun euch nachher reflektieren und schauen, hey, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich so ganz bewusst mich auf etwas konzentriert habe. Ja. Und gerade im Wald laufen gibt es ja
also ein ganzes Feld, das sich mittlerweile entwickelt hat, Waldbaden heisst das, Shinrin-yoku. Ja. Und ja, man kann ein bisschen darüber lachen. Schlussendlich kann man sagen, hey, ich kann ja einfach in den Wald gehen laufen und ich muss nicht dafür zahlen. Es gibt ja Kurse, wo man irgendwie 2 Tage Waldbaden macht. Ja, so Waldbaden ist, du zahlst für einen Kurs, du bist dort und du wirst begleitet halt wie in einer Therapie oder in einer Workshop-mäßig wirst du durch den Wald begleitet und dir werden halt Reflexionsfragen gestellt und so. Was du dort halt nicht musst machen, ist aktiv dir Gedanken machen, weil du wirst angeleitet. Ja. Und darum gibt es wie ein Business dafür. Jetzt, wenn man das proaktiv selber macht, super. Aber dort ist ein ganzes Business daraus entstanden, weil man gesehen hat, was für positive Effekte daraus entstehen. Ja. Ja. Yes, und eine andere Intervention, wo ich ein riesen Fan davon bin, und da, also das ist wirklich eine Folge jetzt, vielleicht schnell Meta-Ebene, das ist eine Folge, wo wir euch Sachen erzählen, die wir selber umsetzen und voll dahinter stehen. All diese Sachen, ich liebe es. Also wirklich, ich liebe es. Das löst so viele positive Gefühle in mir aus. I love it. Ich bin, by the way, bei einem 6,5. Bei einem 6,5? Ja. Okay, am Schluss bist du bei einem 10, glaub mir. Und eine Übung, auch sehr, sehr bekannt und immer in letzter Zeit sehr fest bekannt wurde, viel bekannter wurde, ist Dankbarkeit. Also das Gefühl Dankbarkeit. Hey, es klingt mega simpel, aber der Effekt, den ich bei mir selber merke, wenn man Dankbarkeit in seinem Leben kann etablieren oder integrieren und das bewusst immer wieder im Alltag führen zu nehmen, hey, es tut einem so gut. Und der Weg, wie ich das mache, ist wie so, es gibt wie so 2 Wege, wo ich das umsetze. Zum einen wirklich sehr bewusst, wenn ich mich ansetze und so eine schöne Meditationsmusik höre und dann wirklich 3 Minuten hocke ich an und dann überlege ich mir 5 Sachen, wo ich dankbar bin dafür. Und da kommt noch eine Story dazu, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich weiß nicht, was für 5 Sachen, es kommt noch. 5 Sachen, wo ich dankbar bin dafür. Und dann, wenn ich mir das vorstelle, wie ich das habe, das können materielle Sachen sein, das kann Gesundheit sein, das kann, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich genug Essen habe, dass ich eine Ausbildung machen kann, dass ich einen Job habe, all das. Und dann, wenn ich die 5 Sachen durch bin, überlege ich mir 5 Leute, wo ich dankbar bin im Umfeld. Und dann stelle ich mir die Leute vor und dann umarme ich die Leute und sage Danke. Mental. Ja. Und sage danke vielmals, dass wir eine Freundschaft haben, dass wir was auch immer, dass wir uns kennen. Und sage ihnen aktiv Danke. Nochmal, mental. Mental. Aha. Also es ist immer alles in meiner Vorstellung. Ja. Leute, die ich kenne in meinem Umfeld, sage ihnen Danke. Dann mache ich die Augen auf und sage, geil, so schön. Nice. Und es wird einem wieder bewusst, was man alles hat. Ja. Grundsätzlich ist es einfach eine Steuerung von der Aufmerksamkeit. Ja. Auf was willst du deine Aufmerksamkeit richten? Wenn du den ganzen Tag gestresst bist und immer nur an die Projekte denkst, die du eigentlich müsstest erledigen, dann glaube ich nicht, dass viele positive Emotionen rauskommen. Wenn du aber deine Aufmerksamkeit darauf richtest, für was du dankbar kannst sein, für die welche Personen, dass du kannst dankbar sein, das kann da so viel geben. Ja. Und ich gehe und darum habe ich immer wieder gefragt, mental, weil manchmal schreibe ich Leute und sage ihnen Danke für etwas. Und das kann sein, ich bin gerade zum Mittagessen und dann schreibe ich eine Stunde später so, hey, danke vielmals für den tollen Mittag, irgendwie mega schön gewesen, wieder mal zu reden und so. Und das kann man wie entweder mental machen oder man kann es auch quasi in der physischen Welt umsetzen. Beides hat wie so eine Wirkung von, wir fokussieren uns auf die positiven Sachen. Ja. Genau, das ist wie der erste Weg, wo ich es aktiv mache. Und das andere ist, hey, wie du sagst, sprich es aus. Ja. Wenn du merkst, dass du wirklich dankbar bist, dass die Person im Leben ist, dass ihr einen schönen Abend miteinander kann, was auch immer, dass ihr eine coole Sportart zusammen gemacht habt, whatever. Oder ein geiles Projekt zusammen gehabt habt, danke vielmals. Yes. Hat Spass gemacht. Du hast aber noch eine Story gesagt. Ja, weil im Studium haben wir ein Fach gehabt, positive Psychologie, und dann haben wir positive Interventionen kreieren. Das Fach haben wir zusammen gehabt. Und ich habe dort auch bei der Dozentin meine Bachelorarbeit geschrieben. Ah, stimmt. Ja. Stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, wie sie geheißen hat. Ich auch nicht mehr. Ja. Sie hat einen komplizierten Namen gehabt, zum schnell versehen. Und dort habe ich so eine Intervention gemacht, dass ich eine Meditation aufgenommen habe,
Es ist genau das gewesen. Ich habe eine Meditation aufgenommen. Denke an 5 Sachen, wo du dankbar bist, und denke an 5 Leute, wo du dankbar bist. Genau das ist es gewesen. 5 Minuten Meditation. Und dann habe ich Leute gesucht, wo ich das quasi testen kann und das auch so überprüfen. Oder? Also wie geht es dir bevor der Intervention, wie geht es dir nach der Intervention? Und dann ist so die Rückmeldung von gewissen, hey, ich weiß gar nicht, für was ich dankbar sein soll. Und A, es braucht Übung. Es braucht Übung, das ist definitiv so. Und B, hey, wenn man sich mal überlegt, was man alles im Leben hat, und darum, die Sachen, die ich vorher gesagt habe, ich glaube, es trifft auf die meisten Leute zu, die den Podcast hören, dass ich genug Essen habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich mehrheitlich sehr gesund bin, dass ich auch die Möglichkeit habe, zum Podcast zu hören, unbeschwert und mir keine Sorgen machen muss, dass ich einen Job habe, egal ob ich den Job liebe oder nicht, aber ich habe einen Job und kann meine Wohnung finanzieren, was auch immer. Also Sachen, die wir oftmals auch für selbstverständlich nehmen. Ich nehme diese Sachen. Nicht, dass ich die geilste Ferien in Kapstadt gehe und dort, keine Ahnung, für 2000 Stutz in den Club gegangen bin und noch Flaschen. What? Das Nein, habe ich nicht gemacht. Okay. Aber weißt, nicht so die materiellen Luxussachen, sondern Sachen, die ich oft als selbstverständlich nehme. Und da kommt ja ein weiteres Modell rein, nämlich, wenn ich es richtig habe, die hedonische Adaption. Habe ich es richtig gesagt? Yes. Okay. Also die hedonische Adaption sagt eigentlich, dass wir an alles gewöhnen, ob positiv oder negativ. Unser Hirn ist so eingestellt, dass wenn wir sehr viel sehr viele positive Sachen haben in unserem Leben, dass wir das wie nachher für selbstverständlich halten. Das ist wieder ein neuer Ausgangspunkt. Und darum verstehe ich auch, wenn Leute sagen, ich weiß gar nicht, auf was ich dankbar kann sein. Und genauso aber auch negativ. Es kann sein, dass irgendjemand hat Rückenbeschwerden und sein ganzes Leben ist irgendwie. Also nehmen wir nur ein krasses Beispiel. Jemand landet im Rollstuhl. Personen im Rollstuhl sind per se nicht unglücklicher als Leute, die nicht im Rollstuhl sind. Auf einer rein psychologischen Ebene. Im Moment. Aber wenn wir können normal laufen und wir können irgendwie durchs Leben gehen und sind flexibel, dann in den Rollstuhl kommen, dann ist es am Anfang beschissen. Und unser Kopf in den meisten Fällen gewöhnt sich aber daran und kann dort die neue Baseline setzen. Und ich glaube, darum ist es auch so schwierig, zu sagen, hey, für was bin ich eigentlich dankbar? Und was wir aber mit dieser Dankbarkeitsübung machen, ist, wir setzen oder resetten die hedonische Adaption wieder ein bisschen ab. Und die kleinen Sachen lösen vielleicht bei uns wieder mehr Freude aus, weil es für uns wieder etwas ist, was zu schätzen gilt und was nicht einfach Standard ist und irgendwie halt normal. Und ich glaube, Dankbarkeit ist dort dann auch eine grosse Übung, wo dann die hedonische Adaption ein bisschen dagegen arbeitet, wenn es uns gut geht, dass wir auch die kleinen Sachen zu schätzen wissen. Ja, das ist krass, Alter. Das hast du jetzt hure schön in Verknüpfung gebracht. Danke. Wow. Ist jetzt auch recht. Ist mir vorhin einfach in den Sinn gekommen, weil die hedonische Adaption ist wirklich ist crazy, weil wir uns an alles gewöhnen. Und wenn ihr jetzt ein konkretes Beispiel für eine hedonische Adaption möchtet, ist, sagen wir, man startet, und ich finde, oftmals mit Geld ist das eben sehr Ultra gut zu beobachten. Sagen wir, man hat eine Lehre gemacht. Dann kommt man aus der Lehre und verdient 4'200 Franken. Das ist 4-mal mehr, als man vorher verdient hat. Mega geil am Anfang. Boah, ich kann mir Sachen leisten, ich kann spontan vielleicht auf Paris gehen, übers Wochenende und so. Es liegt wie noch drin. Irgendwann hat man vielleicht eine Wohnung, okay, es passt sich an, so viele Ausgaben. Ich kann nicht einfach tätigen, ich muss schon ein bisschen schauen. Dann steigt man vielleicht auf, verdient vielleicht 5'500. Okay, wieder ein bisschen mehr Spazier, jetzt mache ich ein bisschen mehr Extras, gehe mal mehr auswärts essen. Irgendwann verdiene ich vielleicht 6'500, vielleicht 7'000. Egal wie viel man verdient, man passt sich relativ oft den Lifestyle am Gehalt an. Yes. Und dort ist das eben mega schön zu sehen, dass die hedonistische Adaption passiert, weil man immer ein bisschen mehr will. Ja. Das, was ursprünglich vor 5 Jahren eigentlich crazy gewesen wäre, wenn man es im Jetzt hat, ist so, ja, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, ich brauche wieder ein bisschen etwas Neues. Neuer Kick, ja. Dort haben wir, glaube ich, mal darüber geredet, so mit Bonus. Ja. Wenn du jedes Jahr 10'000 Franken Bonus bekommst, dann ist wie so, das ist nachher die neue Erwartung, dass du 10'000 Franken bekommst. Wenn du das 4 Jahre nacheinander bekommst, dann gehst du davon aus, dass du 10'000 Franken Bonus bekommst. Und alles, was darunter ist enttäuschend. Aber es ist ein Bonus. Ja. Und wir passen uns dort an. Und das ist, ja, ich habe es noch interessant gefunden. Mhm. So. Ich habe diese Woche
eine weitere Intervention gemacht, ohne zu wissen, dass ich sie mache. Aha. Und habe dann erst nachher gecheckt, ich fühle mich jetzt so gut wegen dieser Intervention. Und zwar Act of Kindness. Also etwas für andere Leute machen, einfach weil man irgendwie freundlich ist. Und zwar, ich bin am HB dort Richtung Silke gelaufen und gesehen einen, der hart am Strugglen ist, mit 2 Paar Ski und 2 Skistöcke, also 2 Paar Skistöcke. Und irgendwie hart am Strugglen ist, die irgendwie zu tragen. Und dann laufe ich so an und bin so, darf dir schnell helfen? Und dann er so, wow, ja, könntest du mir die einfach so auf die Schulter geben? Und dann habe ich das gemacht. Er hat Danke gesagt. Ich so, hey, gute Ferien. Bin davor gelaufen. Und das hat mich gedreht, die positiven Emotionen von, ich habe gerade jemandem geholfen. Das hat mich gedreht für etwa wirklich 1,5, 2 Stunden. So geil. Und dort kommen so viele positive Emotionen. Und wenn du das nachher verknüpfst mit dem Savoring, mit dem Auskosten und die Emotionen, die dann entstehen, bewusst fühlst und irgendwie dir denkst, das ist jetzt lässig gewesen, das ist toll gewesen, ich will vielleicht nochmal, dann habe ich das Gefühl, du kannst das noch verlängern und noch verstärken. Aber Acts of Kindness, etwas für jemand anderes machen, gibt mir so viel. Wirklich. Auch speziell noch bei Leuten, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht wieso. Aber bei Leuten, die ich nicht kenne, wenn ich denen etwas Gutes tun kann, dann hat das eine andere Art von Freude. Es ist so kindlicher. Weißt du, was könnte es sein? Dass es wie altruistischer ist. Ja. Oder weil, wenn ich jetzt für dir einen Gefallen mache, es ist wie so, wir kennen uns schon mega lange und irgendwie... Du weißt, es kommt wieder zurück. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber es ist wie eine komplexere Beziehung als mit jemandem, den ich nicht kenne. Das ist eine gute Hypothese. Also, vielleicht noch schnell erklärt, Altruismus bedeutet die reinste Form von ich mache das für jemand anderes, ohne dass ich irgendetwas daraus rausnehmen kann. Also ich mache das wirklich nur für die andere Person. Jetzt aber, Altruismus ist dann fest hinterfragt worden, weil ich mache ja etwas für den und bekomme die positiven Emotionen. Also ist es ja nicht nur für ihn, sondern ich bekomme auch etwas. Aber das ist eine andere Debatte. Aber das ist eine sehr gute Hypothese, dass sich das besser anfühlt, weil es wirklich ich nichts davon mitnehme. Es ist eine reinere Form von Altruismus. Und wenn es in bestehenden Beziehungen passiert, könnte immer noch irgendein Gedanke sein, vielleicht kommt etwas zurück, oder ich erwarte etwas zurück. Also auch wenn oder die andere Person hat das Gefühl, ich muss jetzt etwas zurückgeben, auch wenn ich gar nicht will. Ja. Also es entstehen komplexere Sachen daraus. Ja. Können sie. Ja. Aber das ist eine sehr schöne Intervention. Act of Kindness. Ja. Und ich meine, das sind so kleine Sachen, wie auch zum Beispiel irgendwie bei einem Kinderwagen helfen, den in den Zug hineinzubringen, die Zugtüren offen behalten, irgendwie am Morgen, wenn man im Bus geht, die Person nebendran zuerst einsteigen lassen und das irgendwie aber auch signalisieren, so hey, gehen Sie doch bitte zuerst rein, einen Sitz aufgeben. Ich bin jetzt einfach im Bahnhofmodus. Wir kommen jetzt noch Sachen in den So Sinn. krass. Hey, so krass. Und lustigerweise, es wird manchmal auch sogar belohnt. Weißt du wieso? Ich bin letzte Woche nach Frankfurt gegangen und dann hocke ich in den Zug rein, 2. Klasse, einfach normal, und ich habe keinen Sitzplatz reserviert, weil im SBB ist gestanden, um die Zeit, ich bin um 11 Uhr gefahren, sollte es nicht so voll sein, oder? Ich habe keinen Sitzplatz reserviert und dann bin ich irgendwo eingestiegen und das war per Zufall das Familienabteil und bin dort reingeguckt. Und nachher ist, also, weil der Zug länger gefahren ist, sind immer mehr Leute gestiegen, immer mehr Familie und irgendwann ist es recht voll, also ist es voll gewesen, gewisse Plätze sind reserviert gewesen und ich bin noch auf dem nicht reservierten Platz geguckt. Und dann ist es so voll gewesen, dass eine Familie dort war und irgendwie die Kinder einen Platz hatten, aber die Eltern sind hinten gestanden bei den Koffern und so. Und nachher ist per Zufall der Kontrolleur durchgelaufen und sagt so, hey, wer hat keine Familie und könnte seinen Platz aufgeben und so. Und ich bin so, fuck, jetzt muss ich stehen, weißt du, es sind noch 2 Stunden gegangen. Ich sage also gut, ich habe keine Familie, ich fahre alleine, weißt, ich bin alleine im Zug gewesen, ich kann den Platz aufgeben. Ja. Und nachher, die Mutter ist angeguckt. Warte, ich weiss, was angeht. Nachher lässt du. Warte, ich weiss, was angeht. Hat er dich in die 1. Klasse da? Ja. Fuck, let's go! Und dann habe ich wirklich ein bisschen angeschissen. Aber ich habe den Sinn gesehen dahinter. Ich gesagt, hey, die Mutter war mega dankbar gewesen. Ich so, okay. Ich dachte, jetzt laufe ich mal dahinter und schaue, was zum Platz hat. Nachher so, nein, warten Sie. Kommen Sie in die 1. Klasse. Ich so, okay. So viel zu Altruismus. Aber das habe ich ja nicht gewusst. Das aber es stimmt, war mega herzig gewesen. Und es ist nachher eine mega gute Stimmung dort gewesen. Alle sind happy, ich bin happy, die sind happy gewesen, der Kontrolleur ist happy gewesen. Schön.
Ja. Schön. Ich habe mir vorgenommen, dass ich nächste Woche, wir haben da vorne dran eine Baustelle, und also das Wetter jetzt letzte Woche war wirklich Arsch gewesen. Und nächste Woche ist, glaube ich, auch nicht allzu geil. Und ich habe am einen Tag Homeoffice und ich habe mir vorgenommen, dass ich an dem Tag, wo ich Homeoffice habe, warme Kanne Tee und Kaffee den Leuten auf der Baustelle bringe. Geil. Ich habe letzten Sommer mal Leute auf der Baustelle Glasse, so eine Pocket-Glasse gebracht, so die Migros-Glasse. Die haben auch so Freude gehabt. Ja. Und ich finde so kleine Sachen, klar, man muss sich dort irgendwie, man kann jetzt auch sagen, es ist irgendwie schleimerisch oder und man muss sich dort dann irgendwie auch den Mut nehmen. Weil es kann ja sein, dass sie da sagen, so Junge, verpiss dich, wir sind am Arbeiten. Und du hast das haben nicht alle so einen Schoki-Job wie du. Aber sie haben so Freude gehabt, wirklich. Sie haben so Freude gehabt. Und ich glaube, es sind so kleine Sachen, die einen wirklich durch den Tag tragen. Ja. Hey, und ich glaube, man kann das bewusst machen oder einfach situativ und beides hat eine positive Wirkung. Also ich könnte sagen, hey, ich mache das, wie du das jetzt sagst, ich plane das. Danke vielmals, dass ihr die Straße für uns repariert. Da war mit Kanne Tee und Kaffee. Klar, hast du es ein bisschen wie dich gemacht. Jetzt mit dieser Perspektive, darum die Diskussion mit Altruismus. Schlussendlich, scheißegal. Du hast wenn etwas beide Gutes gemacht. davon profitieren, ist es wirklich scheiße. Wenn es eine Win-Win-Situation ist, super. Ja. Super. Ja. Wo stehen wir jetzt von 1 bis 10? 8,5. Geil. Ja. Spirit is high. Voll. Hey, ja. Ich meine, es gibt noch die klassische Intervention von 3 Good Things. Ähnlich zur Dankbarkeit. Da tut man auch die Aufmerksamkeit auf das Positive lenken und am Ende des Tages 3 Sachen aufschreiben, die Positives passiert sind an diesem Tag. Ich habe das erste Mal jetzt auch von einer Intervention gehört, die heisst 3 Funny Things, wo du 3 Sachen aufschreibst, die lustig waren heute. Wir haben 3 Good Things genauer beschrieben in der Folge 10 zu Perma. Falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr dort hinhören. Und es gibt, glaube ich, auch eine App, hast du gesagt? Ja. Die heisst, glaube ich, 3 Good Things. Wo man wie auch so Reminder bekommt auf dem Telefon. Ich habe das Gefühl, es hat vielleicht stärkeren Effekt auf Papier, weil du dann wie nochmal vielleicht weniger gestresst bist und dir wirklich auch Zeit dafür nimmst und das nicht einfach im Bus machst, wenn du den Reminder bekommst. Aber du, was immer auch funktioniert, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Hast du auch noch etwas? Ja. Hey, jetzt im Gespräch hinein ist mir die in den Sinn gekommen. Ist jetzt in der Vorbereitung nicht in den Sinn gekommen. Und ich das gerade kombinieren mit dem Reel, wo du mir vorher auch gezeigt hast. Der Team hat mir vorher... Können wir das in die Story tun? Ja. Ah, gut, aber wenn das raufkommt, dann ist es nicht in der Story. Wir tun den Link vom Reel auf die Show Notes. Yes. Weil das ist ein mega schönes Reel, wo eigentlich auch so ein bisschen zeigt, dass wir manchmal ganz so jemand anders sind. Soll ich schnell erklären? Ja. Und Also ich kann vielleicht noch schnell sagen, ich bin heute Morgen aufgewacht, bin ein bisschen am Dösen im Bett und nachher irgendwann habe ich gefunden, okay, ich nehme jetzt mal mein Handy für. Bin auf Instagram, habe das Video gesehen und dann einfach etwa 5 Tränen vergossen. Und dann bin ich so voll in diesen Emotionen, und das sind keine negativen Emotionen gewesen, es war mehr so einfach ein Mix gewesen. Und dann läutet mir der Ivo, und ich bin so sehr ruhig gewesen, irgendwie sehr bei mir, und dann läutet der Ivo ab per FaceTime: «Hey Bro, guten Morgen, was läuft?» Aber es war sehr lustig gewesen. Ja, und jetzt kannst du beschreiben, was dort in dem Video passiert ist, wie es dir nachher dann zeigt. Also es ist wie so einer, der so einen Magier eigentlich neben sich hat und sagt so, hey, wenn du diesen Stab nimmst, dann taucht jetzt dein frühere Kind vor dir auf. Und dann sagt er so, nein, aber ich bin ja immer noch nicht Astronaut geworden, ich habe eigentlich all meine Kindheitsträume nicht verwirklicht und so. Und dann sagt der Magier, doch, probier's doch einfach mal, nimm den Zauberstab und zauber dein frühere Kind, das irgendwie 6 etwa ist, da an. Und dann nimmt er den Zauberstab und dann taucht so sein jüngere Kind-Ich auf. Und dann fängt er so an, schon mit Rechtfertigungen, hey, wir sind kein Astronaut. Und nachher das Kind sagt so, ist das deine Wohnung? Also ja. Oh, wir haben eine eigene Wohnung. Also ja. Und nachher sagt er, und Grilled Cheese Sandwich, machst du die immer noch? Also ja, die mache ich sogar richtig gut. Oh, also du isst Grilled Cheese Sandwich in deiner eigenen Wohnung, ja, und du kannst machen, was du willst. Also ja. Oh, wow! Und also Kernmessage ist eigentlich, hey krass, wenn so unser Kind-Ich
da wäre und sieht, auch was wir für ein cooles Leben haben. Wir können TÜV fahren, wir haben einen Job, wir können uns so anziehen, wie wir möchten, wir haben eine eigene Wohnung und wir können kochen und essen, was wir wollen. Und das ist wie so... Du kannst so lang wach bleiben. Du kannst so lang wach bleiben, wie du willst. Du hast so viele Sachen, die du kannst bestimmen kannst. Und das war so, oh, wow, das ist ja der Traum von jedem Kind. Ja. Und auch so ein bisschen, um wieder im Verhältnis zu setzen. Ja, als Kind, ich wollte als Kind Bobfahrer werden. Das finde ich ein wilder Traum. Ich bin weit weg vom Bobfahren. Ich kann nicht mal Schlittschuh. Aber wenn jetzt mein Kind ich da wäre, ich so, Ich denke mir manchmal so, wenn du so ein Kind bist, sagen wir so 8, 9 und irgendwie so dein älterer Cousin kommt oder irgendwie der Onkel oder wer auch immer. Fuck, sind die cool gewesen. Und du bist einfach nur am Anhimmeln. Und ich habe das Video gesehen und bin so, ich glaube, wenn jetzt so mein 8-jähriger Ich mich würde sehen, ich glaube, ich wäre easy cool. Ja. Aber ja, fuck, jetzt sind wir so abgedriftet. Ja, aber was ich eigentlich wollte sagen, das ist aufgrund von dem Instagram-Video, es gibt wie 2 Interventionen. Zum einen, sich auch vorstellen, dass so sein jüngeres Ich neben ihm ist. Und du kannst erzählen, was wir alles schon gemacht haben im Leben. Von coolen Reisen, von coolen Freundschaften, von Ausgangabend, von Ferien, von coolen Sachen beim Arbeiten. Einfach, dass man so vorstellen, wie ich das meinem jüngeren Ich sage. Random Frage. Ja. Was ist die geilste Reise? Oder was wäre die Reise, wo du deinem 8-jährigen Ich würdest davon erzählen? Boah, ich könnte mich nicht auf eine begrenzen. Musst du jetzt. Fuck, Alter. Japan oder Brasilien? Ich habe beide gesagt. Ich habe es gesagt. Ja, Japan oder Brasilien. Du? Ich glaube, meine TÜV-Reise mit meinem guten Kollegen Chris, vielleicht lässt er auch, wir sind mit 2 TÜV, die definitiv nicht gemacht sind für Touren, als Nordkap gefahren, mit der schlechtesten Ausrüstung ever und einem Zelt, das kaputt gegangen ist im Sturm, etwa in der Hälfte der Reise. Das war krass. Geil. Ja. Eben, Ja. nur schon, wenn man das jetzt vorstellt und nochmal in die Erinnerung zurückgeht und sich das dann sich selber am Jüngeren kann erzählen kann. So, wie geil ist das? Und ich habe jetzt gerade ein bisschen Freude bekommen, an die Reise zu denken. Eben. Das ist crazy. Und das auch wieder bewusst führen zu nehmen. Ja. Oder? Ja. Und dort gibt es wie noch so eine andere, ich glaube, ich habe dir schon mal gesagt, ich sage sie nochmal. Das ist von David Goggins. Alter. Who's gonna carry the boats? And the logs. Der Cookie Jar Method. Du hast sie mal erwähnt, aber ich weiß Gell? es nicht mehr. Darum gehe ich davon aus, dass die anderen vielleicht auch nicht müssen. Darum sage darfst ich du sie mal nochmal. sagen. Das ist wie so, wenn man vorstellt, früher, also jetzt beim Grossi hat es so eine Gutzli-Box gegeben. Und du bist zu klein gewesen, um auf den Tisch zu langen, aber du hast gewusst, oben sind Gutzli und du weißt wie nicht, was du für ein Gutzli rausnimmst. Aber du wirst sicher ein Gutzli rausnehmen. Also du kommst an, aber du siehst nicht, Nicht von oben oben rein. rein, weil Und du es noch hat zu klein verschiedene bist. Gutzli. Ja, es hat Okay. verschiedene Gutzli drin. Und jetzt macht er das aber anders und er schreibt Sachen, wo du stolz drauf bist, auf einen Zettel und tut die falten und in den Jar, in das Gutzli-Glas rein. Und wenn du mal down bist und nicht so energetisiert, dann langst du dort rein und du weißt nicht, welches Cookie du bekommst, welchen Erfolg. Geil. Und nimmst es aus und liest und sagst, stimmt, das habe ich mal gemacht. Wow, geil. Was ganz krass wäre, ist, wenn du die Intervention noch kombinierst mit einem Kollegen, einer Partnerin, wem auch immer, und sie schreiben für dich die Zettel, sodass du gar nicht weißt, was da könnte draufstehen. Oh ja. Und das wäre hure herzig so. Das wäre, look, es ist jetzt, ich meine, das wäre, jetzt ist dann Valentinstag, ist jetzt gerade gewesen, es kommt jetzt dann vielleicht der Geburtstag von irgendjemandem auf. Das wäre ein krasses Geburtstagsgeschenk. Nebst vielleicht, wenn ihr noch etwas kommerzielles schenken, macht das. Aber so, du schenkst eine Box mit Sachen, die die Person krass macht, krasse Sachen, die die Person erlebt hat. Du hast auf die Zettel, du die dort rein und sagst der Person, hey, look, wenn du mal verunsichert bist oder ein bisschen down, nimm dir ein Zettel raus. Das ist ein krasses Das ist eine Geschenk. mega schöne Geschenkidee. Das wäre crazy. Und dann musst du nicht mal an einen Tag binden, sondern machst es einfach als Act of Kindness. Ja. Dann hast
3 positive Interventionen. Shit, Und dann sagst du kombiniert. noch, danke vielmals, dass wir in unserem Leben haben. Dankbarkeit auch noch drin. Und dann fliegst du eigentlich. Und dann hast du die Kombination von 4 positiven Interventionen. Also das ist natürlich nicht der Anspruch, dass ihr alle Interventionen macht, aber hey, nehmt eine, probiert es aus, tun das ein bisschen auskosten, die positiven Emotionen, weil die Broaden and Build Theorie sagt, dass eben auch positive Emotionen sind sehr wichtig fürs Überleben. Zwar nicht kurzfristig, wenn wir angegriffen werden von einem Leu, dann ist Angst wichtiger als Freude, aber langfristig... Dankbarkeit an Leute gesehen. Ja. Aber langfristig für unsere Entwicklung und für unser Wohlbefinden ist es enorm wertvoll. Darum, sucht euch bitte eine aus, macht es, schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr sagt, hey, das ist mir nicht ganz klar. Schreibt uns, wenn ihr es gemacht habt und wenn ihr sagt, hey, das funktioniert, schreibt uns auch, wenn es nicht funktioniert hat. Aber probiert es aus. Ich glaube, es geht wirklich nicht über Probieren. Ja. Schenkt auch anderen Leuten Freude, entweder durch Act of Kindness oder vielleicht den Podcast weiterleiten. Ja, kommen wir zusammen aus dieser Winterdepression raus. Und wir haben ja eigentlich jetzt auch noch ein Act of Kindness, wo wir dürfen Darf ich noch weitergeben. schnell etwas sagen? Selbstverständlich. Das ist mir jetzt noch wichtig, Aha. da wir ja doch auch ein Wissenspodcast sind. Okay. Die Broaden and Build Oh ja, Theorie, okay. die ist... Das ist alles crashen. Die stimmt nicht genau so, wie wir sie gesagt haben. Das ist mal die ursprüngliche Theorie gewesen, die ist überprüft worden und in mehreren Experimenten hat man das nicht so können nachweisen. Aber jetzt wichtig: der Teil, den sie nicht haben können nachweisen, das ist der broaden Teil, also der erweiternde Teil gewesen. Tun nicht alle positiven Emotionen unsere Aufmerksamkeit erweitern. Das ist der erste gewesen. Und B, es ist auch nicht in allen Kulturen so. Also zum Beispiel tun negative Emotionen in gewissen asiatischen Ländern ebenfalls die Aufmerksamkeit Spannend. erweitern, weil negative Emotionen und in eher kollektivistischen Gesellschaften ist es wichtig, dass immer noch alle an Bord sind. Darum tun gewisse negative Emotionen in diesen Kulturen auch eher erweitern. Spannend. Also der Teil mit dem Broaden, der ist widerlegt worden. Was aber einen direkten Einfluss hat, sind positive Emotionen, die Ressourcen freisetzen und die Ressourcen ein Puffer sind bei negativen Situationen. Also der direkte Zusammenhang, den hat man können nachweisen. Und da gibt es auch ein anderes Modell, das Job Resource und Demands Modell in der Arbeitspsychologie, könnt ihr gerne mal nachschauen, wo auch ein bisschen das in die Richtung hineingeht. Das ist mir jetzt noch wichtig, um das auch so ein bisschen, weil die Theorie hat recht viel Kritik auch bekommen. Darum wollte ich es noch schnell klarstellen und richtig biegen, was so ein bisschen der aktuelle Stand ist. Eigentlich der einzige Teil, der nicht ganz stimmt, ist das mit dem Erweitern. Das muss man viel differenzierter anschauen, welche Emotion auch. Was aber im Zusammenhang ist das mit den Ressourcen und dass Ressourcen einen extremen puffernden Effekt haben, auch wenn wir uns nicht so gut fühlen oder in schwierigen Situationen sind. Yes, wichtig. Aber positive Emotionen sind eigentlich einfach immer toll. Darum, eben, sucht euch eine Intervention aus. Let's do it. Wir haben jetzt selber noch... Ich habe dann noch einen Crash. Ich habe Okay. noch ein Buch mitgenommen. Oh, okay, sehr gut. Was wir jetzt noch schnell möchten umsetzen, und zwar, was wir am Anfang gesagt haben, ist, wir haben ja in der Spezialfolge gesagt, wir würden gerne 2 Personen einladen zum Znacht, zum Apero und zum Znacht. Und wir haben dort in den Kommentaren Personen ausgesucht, haben das randomisiert nachher dann ausgewählt, wenn wir dort mitnehmen. Und wir würden wahnsinnig gerne Nati und den Cedric einladen zum Apero oder zur Nacht. Wir haben euch unsere Mail gegeben im Kommentar. Darum schreibt uns doch bitte ein Mail. Oder auf Instagram. Oder auf Instagram. Könnt ihr uns auch schreiben. Und dann tun wir schauen, wo wir dort hingehen. Da freue ich mich drauf. Yes? Ich mich auch. Yes. Bevor wir zu der letzten Inzelle gehen, ich habe noch ein Buch mitgenommen. Und zwar, das Buch habe ich schon 2-mal erwähnt in dem Podcast. Es ist die subtile Kunst des Draufscheißens. Sehr ein schwieriger Titel. Ich finde es aber, es ist so ein bisschen pseudowissenschaftlich, aber ich finde gewisse Sachen, die er drin sagt, finde ich eben schon auch geil. So für die Haltung, um die Haltung aufzunehmen. Und ich habe das jetzt eben wieder frisch bestellt, weil ich halt, will sagen, es sieht easy ungebraucht aus. ja, weil So, ich ich halt, bin gerade am Schoki essen. alles gut, genieße es. Ich habe das mal
vor ein paar Jahren gekauft und dann habe ich das mehreren Leuten ausgelehnt, weil ich es so gut gefunden habe. Und dann bei Ist irgendwann nicht mehr ist es zurückgekommen. nicht mehr zurückgekommen. Und ich habe das gedacht, ja, ich brauche es ja nicht mehr, ich habe es schon gelesen. Und dann habe ich das so oft immer wieder erwähnt, gefunden, hey, ich will es eigentlich nochmal lesen, dann habe ich es wieder bestellt. Und ich bin auch nicht so weit. Und er hat ein bisschen, ich meine, das Buch heisst «Die subtile Kunst des Draufscheißens». Und er hat halt nur eine spezielle Perspektive auf das immer gut fühlen und sich vergleichen und all das. Es geht ein bisschen da rein und wir müssen uns immer gut fühlen, oder? Das ist auch so ein bisschen ein Punkt. Und er hat so einen Satz da rein, der mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar: Der Wunsch nach positiveren Erfahrungen ist an sich selbst eine negative Erfahrung. Und paradoxerweise ist das Akzeptieren einer negativen Erfahrung an sich selbst eine positive Erfahrung. Wenn euch das jetzt irritiert hat sich irritiert? Nein, ich finde das sehr logisch. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, weil positive Erfahrungen zu wählen, ist eine negative Erfahrung insofern, dass du es jetzt nicht hast. Yes. Und eine negative Erfahrung zu akzeptieren, ist insofern eine positive Erfahrung, weil es ein Accomplishment ist. Ja. Weil du etwas erreicht hast. Weil es einfach okay ist. Und das finde ich noch einen spannenden Take. Und darum ist eigentlich das Buch auch mitgenommen. Ich habe gewusst, wir reden über positive Psychologie. Und ich finde das... Wir sind jetzt ja auch... Jetzt hast du gefunden, Scheiss ist drauf. Nein, wir sind ja auch super hyped in der Folge rein und was kann man alles machen und so. Und 9,5 by the way. 9,5, let's go. Let's go. Und ich habe wie so gefunden, hey, das bringt nur einen Ausgleich in die Perspektiven rein. Weil wir sind jetzt immer drauf gegangen vom Streben, also von in eine positive Erfahrung wählen, wo ja davon ausgeht, dass wir uns dementsprechend im Moment nicht positiv fühlen. Und darum auch das Akzeptieren von einer negativen Erfahrung ist eine positive Erfahrung. Schön. Alright. Ja, jetzt du hast eine letzte Hirnzelle für mich. Ja. Wenn ich die richtig habe, bin ich glaube ich bei einem 10. Okay. Darum, hit me. Also, es geht um den Martin Seligmann, einer der Gründerväter von Big G. positiver Psychologie und vom PERMA-Modell. Und er hat in seiner Forscherkarriere auch sehr stark zu der erlernten Hilflosigkeit, ein spannendes Thema mal, Oh ja. zu erlernter Hilflosigkeit geforscht und hat dort auch Untersuchungen gemacht mit Tieren. Okay. Also nicht mit Tieren, sondern mit Tieren. Okay. Mit was für Tier hat der Martin Seligman Elektroschock-Experiment gemacht, um das Phänomen von der erlernten Hilflosigkeit zu untersuchen? Ratten wäre jetzt der way to go. A. Aber Mäuse, B. Rhesusaffen, C. Katzen, D. Hunde. ich sage Affen nicht, weil das wird ja wahrscheinlich so Ende 90er, Anfangs 2000er gewesen sein. Nein, es war im 76 gewesen. Oh, okay. Also Mäuse, Rhesusaffen, Katzen oder Hunde, du bist so ein... Hey, nein, was du mir am meisten raussuchst. Ah, by the way, wir müssen auch noch sagen, die Ivo hat für die letzte Folge einen halben Punkt bekommen, weil wir haben noch herausgefunden, dass das schon auch noch seine Antwort nicht ganz unrichtig war. Darum finde ich es jetzt Arsch, dass du mir so einig bist. Also entweder Mäuse, Rhesusaffen, Katzen oder Hunde. Erlernte Hilflosigkeit. Ja, also... Der Klassiker wäre halt Mäuse, aber ich habe das Gefühl... Ich helfe dir, es ist nicht der Klassiker. Ich habe das Gefühl, 1976 ist... Also es kommt davon, was er halt mit diesen Affen gemacht hat, aber dort Elektroschock. Ja, das ist eben schon noch tough. Darum, ich gehe jetzt mal von der... Ah, fuck, Alter. Ich sage Affen. Das sind Hunde. Shit. Das sind Hunde. Und das sind im Fall nicht leichte Elektroschocks gewesen. Es sind recht feste Elektroschocks gewesen. Und dort ist wiederum gegangen... Die haben zum Teil Sachen gemacht. Ja, und ey. jetzt muss ich dir noch die Story dazu erzählen, weil du hast in der Vorbesprechung gesagt, du hast Hypocrites. Ja. Ist das, wie heißt Hypocrite auf Deutsch? Skiheil? Nein. Hypokrit. Ja, Keine Ahnung, so. ja. Nein, Und- also wenn du halt... Das Gegenteil von authentisch. Ja, Du sagst das eine, aber machst das andere. ja. Fucking Hypocrites, Alter. Hypocrites. Und Mach da mich habe ich hässlich. eben das ein bisschen schwierig gefunden, weil es ist ja um erlernte Hilflosigkeit gegangen. Und er hat eigentlich herausgefunden, dass wenn die Gefahr nicht kontrollierbar ist, weil die Hunde haben wie müssen vom einen Ort zum anderen Ort gumpen und sie haben wie nicht gewusst, wann kommt der Elektroschock. Und manchmal hat es einen klaren Rhythmus gehabt. Oh, die Studie haben wir mal gehabt im Studium, glaube ich. Ja, und manchmal hat es keinen klaren Rhythmus gehabt. Und wenn es keinen klaren Rhythmus gehabt hat, sind die Hunde wie so gewesen, oh, fuck off, Alter, ich kann gar nicht mehr, oder? Okay. Und es ist um erlernte Hilflosigkeit gegangen. Ich habe es jetzt ganz kurz gefasst, nicht ganz korrekt. Und die Arbeit ist auch vom US-Militär
wahrgenommen worden und genutzt worden, um ihre Soldaten auf Foltersituationen vorzubereiten. Junge, ist das abgefuckt! Genau. Und missbräuchlich ist die Forschung vom Seligmann zu erlernter Hilfe und Hoffnungslosigkeit auch als Vorbereitung auf weisse Folter unter anderem in Guantanamo genutzt worden. Weisse Was ist Folter weisse Folter? ist mentale Folter. Ah. Und wo ist jetzt der Hypocrite? Genau. Hat er gesagt, sagt daneben. Der Seligmann hat sich dazu geäußert und hat gesagt, er hat sein Leben damit verbracht, erlernte Hilflosigkeit zu heilen und zu verhindern. Ich bin traurig und entsetzt, dass gute Forschung, wo so viele Menschen beim Überwinden von Depressionen geholfen hat, für etwas Schlimmes wie Folter eingesetzt worden ist. Ich missbillige Folter aufs Schärfste und hat niemals dabei geholfen. Okay? Allerdings, das ist jetzt aus Wikipedia, allerdings scheint der Seligmann selber bei der Entwicklung von diesen Enhanced Integration Techniques, also die Foltertechnik von der erweiterten Verhörtechniken, wie sie auch genannt werden, beteiligt sein. Okay, und jetzt zum einen ist es nicht ganz sicher, ob er dort dabei war oder nicht. Ich will da keine Fake News verbreiten, das steht auf Wikipedia. Das ist, auch wenn er nicht dabei war, sagt er missbilligt Folter aufs Schärfste. Macht aber Elektroschock-Experiment mit Hunden, was mich als Veggie per se einfach mal hässig macht. Also ich glaube, ich habe voll reingesteigt. Ja. Ich finde es einfach schwierig, Alter. Wenn Leute... Ja, gebt bitte Hunde keinen Elektroschock. Ich wäre euch dankbar. Das kommt heute auf meine Liste von meinen Dankbarkeitsübungen. Anyway, wen grüßen wir? Sorry, ich habe noch schnell müssen... Jetzt bin ich wieder auf einem 9. Ja, also ich habe die Story noch müssen erzählen, weil ich habe sie einfach... Als ich das gelesen habe, ich so gewesen. Das ist heavy. Okay. Ja, ich weiss jetzt nicht, welche Informationen stimmen und welche nicht, darum... Ich tue es jetzt einfach mal so in den Raum tun, wenn es so interessiert, selber. Wir tun uns auch distanzieren von Folter. Ja. Okay. Du hast immer gute Ideen, wenn wir grüßen. Das darfst du sagen. Grüßt. Oh, ich habe noch etwas. Yes. Grüßt mal eine Person, die auf der Baustelle arbeitet. Einfach vorbeilaufen, sagen: Hallo, guten Tag. That's it. Yes. Und Leute, setzt bitte so eine Intervention um. Und wenn ihr noch kein Schenkchen habt, macht so eine Box mit einfach alles Accomplishments und Sachen, wo ihr stolz sind auf die Person. Schöne Erinnerungen. Ich will, dass das irgendjemand umsetzt und euch sagt, wie es angekommen ist. Ja. Yes, let's go. Das war eine geile Folge. Gute Energie. Ist wild gewesen, ich hoffe, chaotisch, aber hat Spaß gemacht. Yes. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt etwas dabei gelernt und ihr setzt etwas davon um. Und wir freuen uns bald, in 2 Wochen, auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, ganz eine gute Zeit, ganz viele positive Interventionen und Emotionen. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao miteinander.